Roxanne, willst du dat dann Texas Stormchasers gehen? Nicht nur am Texas schaff, auch heute zu Lützburg. Der Jasso hat sie begleitet. Was ist Stormchasing? Es geht darum, dass ich stehe und dann wieder dokumentiert, das heißt, ich die Bilder und Videos ab, auf wie dadurch die Stimme besser zu verstehen. Und was geht es dir dann noch genau bei deinem eigenen Projekt? Bei meinem Projekt geht es dann eben darum, dass ich hier am Land, hauptsächlich am Süden von diesem Land, stehe und dann wieder probieren zu dokumentieren, weil sie mich eben immens faszinieren. Und dadurch hoffe ich, und habe ich auch schon viel schöne und flotte Bilder abgeholt. Wen ist dann außer der noch alles bei dem Projekt mit beteiligt? Es sind zwei andere Kollegen hier beteiligt. Das sind meine zwei Führer, die mich dann bei meinem Projekt die ganze Zeit hin und her feiern, eben dahin, wo die Stimmen im Moment sind. Und sie sind auch immens interessiert von der wieder und sie haben das extrem viel Phänomen auch immens gerne und dafür machen sie auch bei meinem Projekt mit. Stormchasing ist für sich eine extrem seltene Aktivität. Wie bist du dann darauf gekommen? Es war echt eine spontane Decision, weil ich eben letztes Jahr am Sommer meine Passion für die Meteorologie als die eben noch mehr erwischt. Und schon mal am Anfang von diesem Jahr gedacht, wie war es nicht, dann wieder an Stimmen hier am Land zu dokumentieren, weil erstens ich hier am Land noch nicht so hören und das ich nicht aktiv machen. Und wie das eben zwei Kollegen fanden, die mir bei dem Projekt helfen, und ich gedacht, wir können lancieren das mal und sind am Moment echt zufrieden damit. Was ist bitte das Spektakulärste, was du bei dem Projekt erlebt hast? Das war am Anfang vom Juni diesem Jahr zu Dietling. Ich war am Swan NRW auf der französischen Grenze und da haben wir einen ganz schönen Blitz abgeholt. Und am April von diesem Jahr hatte ich zu Kerching mit Joshua Mammatuswolken entdeckt. Und ja, da war ich ziemlich froh, weil die Wolken ziemlich rar in der Gegend sind. Und das hat mir ziemlich viel Glücksgefühle gebracht. Wie sieht dann für die Zukunft von dem Projekt aus? Das Projekt wird bis ungefähr Ende September gehen. Und dann ist sowieso dann wieder das so hier in Europa rüber. Das heißt, Anfang Oktober gehe ich auf die Uni, wenn ich mein Examen gepackt habe. Und ich gehe eben Meteorologie studieren auf Köln. Das werde ich dann die ersten 3 Jahre machen und dann werde ich verlängern bis auf 5 Jahre. Und während der Zeit will ich ganz gerne auch daheim mein Projekt weiterführen. Ob ich das ändert, dem Nummer, wie ich daheim im Land gemacht habe, weiß ich noch nicht. Aber das wird sich noch mit der Zeit weisen.